Ekran! Ekranen geef niet op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons taubteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom in een leven en welkom to dit programma Ekran. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik zei die dankzij dat u waren van jou hier bent. Ik heb hier van jou zum tweeden Mal met mij Rosie in deze run. Vijfmaal reed wie, wo ze van klein op, wo ze als krepel geboren wordt en wo ze in droom had, ze wel Krankenschwester oder Nurse worden. Gottes Wege sind wunderbar, aber von dir sei wie Rosie, die Realität ist anders. Du bist nicht im Norden Brasilien, du bist befreit, du hast Kinder, Mella wie soll Oma, wo kommt diese Geschichte? Ja, ich habe vertelt, dass ich niemals wörtlich geträumt habe, zu befreien, weil ich dachte, mein ganzes Leben würde Krankenschwester sein. Und so vom Norden, wie ich dann auch noch in Asunción meist 2 Jahre, habe da im Nervenkrankenhaus oder in dem Nervenasyl, wird dann gesagt, Manicomio, in Asunción gedient. Und da wir aber doch ein Prinz, wir mit dem Traum das doch sehr vorgehen. Und so haben wir eine lange Spaziertijd gehabt. Und wir sind uns gut geworden. Und ja, ich sage, und ich glaube, der beste Mann auf dieser Welt hat Gott für mich gelassen. Also Spaß. Aber wir haben uns dann später befreit und ich habe sehr damit gekämpft. Eine Weg für unsere Chast wird noch wirklich ganz, ganz vorsichtig damit. Ich sage, ich will hier gleich befreien. Ich will wieder arbeiten. Und dann sieht mein Paar ganz klar, sagt, du kannst ruhig noch so entscheiden, aber du musst nur entscheiden. Und das wäre für mich sehr gesund, so dass wir uns befreit haben. Und wirklich, Gott beschenkt uns mit Kinder, zu Anfang mit 2. Zwillinge? Und dann kommen noch 2 Jahre noch ein, noch 2 Jahre noch ein. Okay. Und später schenkt Gott uns noch ein Kind, das aus unserem Hort geboren wird. So dass wir ein Adoptiv sehen, ja, und dem sehr gut, die gehört ganz zu unserer Familie. Im Fall, dass die Manfred ist das Prinz von was sie vertellen, dat hij is hier ook al im Programm gewesen. Im Fall, dass die nicht als Familie kennen, sie hat eine wunderbare Familie, sehr feine Kinder, alle Kinder wirklich sind im Herrn so gut. Ein Leben für Jesus und haben auch alle Kinder, nicht so? Ja, wir haben nur alle 12,5 oder meist 13 Großkinder. Okay. Was wir beginnt im Familienleben wichtig? So, was wir in diesen ersten Jahren aus den Zwillingen ankommen, aus den ewigen Kindern ankommen, was wir beginnt sehr wichtig? Erstens mal wir uns sehr wichtig, dankbar zu sein für die Kinder, die wir geschrieben haben. Und sicher lebt wir in einer Zeit, wo es sehr wichtig wird, dass die Frauen so gut arbeiten. Aber uns wird sehr wichtig, Manfred als Bauer, wir haben immer eine Milchwirtschaft gehabt, Dairy Farm, und wir haben auch mit Land gehabt, so dass er viel Butterhaus auch wir, aber auch mit Halb in der Erziehung, in der Kinder grootratje. En ons is wichtig tijd te hebben voor onze Kinder. Het is ons wichtig thuis te zijn wanneer de Kinder thuis zijn. Het is ons wichtig werkelijk wat voor den te investeren, werkelijk nennen te leiden in erleben. Zodat ze normaal te school gingen, aber ons is wichtig dat ze muziek leren deiden. Manfred besonders singt sehr hier und dort wir uns immer wichtig, dass wir mit onze Kinder singen deiden. Zodat wir ons al bereid hadden voor de Kinder komen. We waren eine Mahlzeit am Tag taub als Familie machen. Nicht, dass jeder dann at, wenn nicht kommt oder ein Haus kommt, von der Schule oder sonst was. Wir eten taub. Und davon machen wir ein Fast. Das braucht kein großes Eten. Das kann ein Butterbrot sein. Aber das wird taub machen. Das ist die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft. So wird einfach, wird so viel wichtig Leute bringen. Und das war wie meist forcieren. Wo sah ein Abend aus, oder ein Schluppe gehen mit den Kindern? Das wäre uns auch wichtig, deshalb sogar unsere Kinder-Doktor früh ansieht, wenn ihr ein ruhiges Leben haben, dann habt Routine. Dann leicht ihr die Kinder tätig zu Bad und dort jeder Tag Kreuzau. Und das haben wir getan. Und wir haben unsere Kinder dort gelehrt, dass man tätig zu Bad geht, aber tot de tijd is wo wir noch ein bisschen vertalen, wo wir spielen. Manfred hat mit den Kindern viel getaubt. Wir haben viel Tischspiele gemacht, so Tischspiele, ja. Und dann nachher wurde eine Geschichte vertalt. Wir haben gesungen,
Gebet, dann gingen die zu Bad. Und dort wie jeder Abend, dort haben wir uns wirklich ganz fast immer vergenommen. Und auch wenn Jast kommen, einer von uns ging auf und mucket und war noch ein bisschen harter, aber es gab einen Abend Andacht. Dan heb ik ook gehört, dat gaf de dinsdag zo over. Dat weer nog buiten weinig. Dat dinsdag zo over is weer anders als normaal, niet zo? Ja, unsere Tschechen sind alle befreit. Und wenn sie was vertalen von früher, dann ist es immer das Dienstagabend. Was wir Dienstagabend? Wir haben 5 Tschechen und jeder Welt darf einer von den Tschechen den Abend bestimmen. Was sie zum Abend eten würden und was für Spiel oder was sie einen Film oder was sie wollen, dort wir als Familie taub machen. En dan had je keine Jast. Nee, dort wie ein Abend, wo man auch nicht übernehmen darf, nicht in der Gemeinde. Er hat einmal seine Gemeinde mitgeholfen und dann den Abend gab es dann nicht. Wie je bloß als Familie dort eten wat de kinderen willen, Ja. dort wat zij spelen willen. Ja. Iedereen dat de man had ook met de kinderen dat ook. Wie wir dann mit einem Tauben haben, Menschen auch warnet uns nicht immer kreit, passe deit, aber die Kinder meiden davon nicht und dort sind die Abende, wo wie an sehr fast geblieben sind, sehr in Erinnerung. En nou, dat zegt ze ook, en dat heb ik ook immer waren van jullie kinderen je zijn, die wat ik kan, dat wo er het gevormd heeft, maar wo ze gemerkt hebben, onze ouderen, die weten wirklich, dat wie sind mehr als bloß ein Kind, und vielmal sage ich, dass ouderen zijn, dat is mij schon, aber viele ouderen zijn ihre Kinder, als wenn das eine Last ist, oder das ist so schön, dass wir so viele Kinder haben, aber wenn Wort Mattel waren, unsere Kinder so einhörsam sind, und seine dort nicht aus dem Fertig. Wie haben diese Kinder, dass wir den kennen, dort anbringen, dass die kennen eine große Zukunft haben. Und so, ich sage, dass in jungen Kindern das hat wirklich funktioniert. Amen. Gott der Ehre dafür. Amen, ja. Aber das für mich sehr wichtig. Mein Paar ist einmal Lehrer und Prediger gewesen und er hat sehr wenig Tust mit uns. Er hat einen wunderbaren Vater gehabt. Er hat wirklich sehr deep in mein Leben gemeistert. Aber er hat wenig Zeit für uns. Er hat immer Zeit für die anderen. Und ich dachte immer so, wenn wir uns befreien wollen und Kinder haben, dann wollen wir zuerst Zeit für unsere Kinder haben. Und wir haben immer weiter gesagt, Kinder sind ein Segen Gottes, die sind ein Geschenk von Gott. Und die müssen gut abgepasst werden, die müssen geformt werden. Und es ist so eine leidliche Mutter, es ist so froh, dass wir Kinder haben dürfen. Und diese Kinder haben auch versucht, wirklich in dieser Hinsicht wirklich zu ertragen und dass sie auch gottesfürchtig waren, dass sie Gott gut sind. Und ja, und die sind auch alle 5 im Weg mit Jesus, die haben von uns nach allen Partnern, die auch Jesus gut sind. Und wir können bloß Gott loben dafür, das ist kein Verdienst, das ist Not, das ist Gott, der am Wirken wir. Und für uns auch sehr wichtig, dass Manfred und ich als Ehepaar uns jeder Tag die Zeit nehmen, eine Andacht oder te beden voor onze Kinder, te reden über onze Kinder. Und onze Kinder wisten al van zij klein ab, wenn Mama und Papa die te maken, dann ist es viel, sie beten worden. Und sie mussten sich dann anders beschaffen. Meistens eine Schule aus sich geraten werden, aber auch manchmal aus der Tuss werden. Sie wussten, die Zeit wir hier Mama und Papa. En van daar heeft God dat zo gevierd dat u best naar de school gekomen. Hier in deze gegend, waar je wonen, dat u in de schoolklas ook christelijke werte metgeven. Wo fängt das Ganze an? Das ist auch wirklich interessant. Weil aus der Zeit klein wäre, man meinte dann, die Zeit, die ist ziemlich lang. Dann hat manchmal Gott gefragt, Gott, wo ich noch mal eines Tages Mission treiben können, wo ich noch einmal können, wo dann, ich muss schon sagen, ich habe nie gedacht, dass ich nicht als Krankenschwester wiederarbeiten, aber es gab keine Gelegenheit und es ist mir auch nie leid gewesen, wie Gott hat das so wunderbar unterschied. Und wirklich, als unsere Kinder groß worden, in der Jugend waren, ihre Partner schwungen, in 3 Jahren haben all unsere 5 Kinder sich befreit. Ja, und dann wird nastladig. Und da kommt diese Gelegenheit, in der Schule zu arbeiten. Ich arbeite hier in unserer Schule, wir wohnen hier auf einer Kolonie, und ich habe hier 3,5 Jahre gearbeitet, als noch unsere jüngste Tochter zur Schule ging. Aber nachher raubt Gott mir in einem Dienst, das nennt sich
Werte aufbauen. Wo wird man dort in Construindo Plottisch? valores essa da Portugiesisch Ja. und das wird abgehört, also das wichtigste abgebiet wird im Kind, was du neidig ist. Ja, dort haben wir eine Gemeinde, die das abbaut, das Material, wunderbares Material, was wir nur an eine Schule bringen können. Und so haben wir die Gelegenheit, einmal der Weg in jeder Klasse wieder zu geben, was Jesus angeloten hat. Was hat er angelegt? Dort der wir noch wiederbringen. So, das sind nicht unbedingt christliche Schulen, wo ich nennen Nee. und wo ich kann dann eine Stunde weg mit alle Klassen Ja. eine christliche Stunde oder den Lehre von der Bibel. Ja. Wunderbar. Wie viele Kinder sind von der ersten Tag in diesem Programm, was die alle kennen bedienen? Das ist auch noch interessant. Als wir mal anfangen, gehen jetzt in eine ganz kleine Schule und fragt den auf, wie das unterrichten können. Die Direktorin checkt mir an, dass wir keine Christen, auch nicht eine christliche Schule. Ach, sagt sie, ja, jetzt kann ich mal probieren. Und weißt du, in dieser Schule wieder mal 65 Kinder. Und so habe ich dann ein halbes Jahr da unterrichtet. Ich habe dann von 1. bis 5. Klasse. Und so wird das 5 Stunden einmal der Weg hinfahren. Das sind hier auch so bei 20 Kilometer auch von uns. Und dann haben die Lehrer dort geschickt in den Fall dort. Und dann brachte sie uns zu unserer Nebenstadt. Das ist hier ein bisschen so wie 35 Kilometer von uns auf. Und da fangen wir dann in eine Stadtschule, das wird die letzte Schule, der Public Schule von unserer Gegend hier. Da wäre dann so wie 300 Schüler. Und so gehen wir von einer Schule in eine andere, von einer Schule in eine andere. Und Gott schenkt uns Freiwillige, die dann mithelfen. Und so sind wir von dort bei 2800 Kinder von 1. bis 5. Klasse. Da sind dann noch das ist Kindergarten, ja, dann die dort auch so. Ja. Vorschule, ja, da sind dann auch noch so, dass wir bei 3200 Kinder kommen, die wir dann so betreuen. Und dann war es, das sind nur meist 10 Jahre, wo wir diese Arbeit tun. In dem letzten Jahr fangen wir dann auch an von 6. Klasse wieder bis der 12. Klasse. Da sind nochmal 4000 Schüler. So dass Gott der abgemacht hat und wir die Gelegenheit haben, wirklich Gottes Wort weiterzubringen. Wie dürfen nicht mit der Bibel in eurem Ohren gehen? Aber ich hatte im Hort. Aber wir haben es im Hort. Und wir sagen in alle Schulen, wir waren dort wiedergeben, was uns Meister uns gelehrt hat. Rosi, ich mag die Frau. Kannst du reden zu Mütter und Vaders? Wo sie können mit ihren Kindern umgehen? Oder wo kannst du Mamas und Papas Mut geben? Erstens mal, dass wir unsere Kinder wirklich sperren lassen, dass sie gewünschte Kinder sind, dass wir ein Live wiedergeben und dass wir uns Zeit nehmen für unsere Kinder. Das muss nicht ein ganzer Tag sein, das kann mal irgendwann eine Stunde sein. Und dass wir an die Werte, ja, was Jesus uns gelehrt hat, dass wir dort an wiedergeben. Biblische Geschichte vertellen, an Mut machen, auch eine Sonderschule zu gehen, wo wir in Church sind, wo Sonderschule ist. Dass wir an Mut machen, wirklich selbst zu lesen, Geschichtebücher, was wirklich Gott uns wiederbringen. Die Bibel selbst, dass wir so eine Bibel für die Kinder haben, was sie verstehen können. Und dass wir uns so viel wie können mit an beschäftigen, mit an spielen, mit an taub eten, mit an taub lachen, mit an taub beten. Ich möchte aber nicht hier mit ein Bild treten, dass wir alles richtig gemacht haben. Wir haben so viele Fehler gemacht. Wir haben so viele, wenn wir von da denken, vielleicht war da, wo du dein Leben, wo wir es vielleicht anders machen, oder? Aber das ist Not, wie es Gott sehnt, wo er sitzt, dort auch bei der Eltern ein Hort ist, richtig zu machen. Und er beschenkt uns mit Life, mit Weisheit, mit der Leitung von dem Heiligen Geist, unsere Kinder zu tragen. Also, Fehler sind viel passiert. Und dann heißt es, zu den Kindern gehen und sagen, bitte, verzeih mir dort. Und dann fangen wir weiter an. Sehr schön. So, ich muss auch sagen, das kann ich auch sagen. Und danke, dass du dazu sagst, dass die nicht alles reich gemerkt haben. Oh, nee. Wenn es ich als Vater merkt, auch nicht alles reich. Aber vieles habe ich auch von Manfred und Rosi gelehrt. Und so kannst du vielleicht auch gewisse Sachen rausnehmen aus ihr Leben und dort ab dein Leben anwenden, für deine Familie anwenden. Ich möchte die Gottes sehen wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Danke, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst, oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch
Meierteken 591 7788 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.